Ja, herzlich willkommen zurück bei Clever and Smart. So, wir waren zuletzt bei Professor Arch E. Logan. So, haben wir von dem was über erhalten? Nix, eh? Doch, Karten. So, mit der Karten vermute ich jetzt einfach mal, können wir, also hoffe ich zumindest, zum wie heißt denn der zum Reiseführer oder Fremdenführer oder was das war, Fremdenführer. So, wenn wir jetzt dem die Karten zeigen, Da tut sich nichts. da tut sie nichts, weil vielleicht der Clever noch nicht dabei ist. So, der Clever ist auch da. Probieren wir es nochmal. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Da ist eine Skizze des Labyrinths der Dings-Pyramide. Dort muss die Mumie begraben sein. Jetzt weiß ich, zu welcher Pyramide wir gehen müssen. Ach so, vielleicht irrt. Nada, geht nicht. Da tut sich nichts. Das ist Ramses, der Fremdenführer. Guten Tag. Salam, Effendi. Willkommen bei Ramses-Reisen. Möchten Sie die Sphinx besuchen? Die Pyramiden? Die Oase von Amscha? Ein Kamelchen für eine Spazierfahrt durch die Kasbah gefällig? Dann bin ich Ihr Mann. Wie viel kostet denn eine Führung? Nur 10 Pfund die Stunde. Wohin würde Effendi gern reisen? Zur Pyramide des Dings. Dorthin? Na dann los! Gut, jetzt haben wir bei der Pyramide, wo wir speichern erst einmal. So, da haben wir schon einen von Glower. Die Stunde hat geschlagen. Man muss das Böse aufhalten. Die Seele des Imhotep befindet sich hinter diesen Mauern. Professor von Glower nehme ich an. Genau. Der wichtigste Expeditionsleiter und Archäologe der Welt. Und der mit der meisten Knete. Ich finde sogar unter den Steinen Scheine. Dann sollten Sie einigen der Steine hier ein paar Tritte geben. Ich bin ziemlich blank. Das war nur eine Redewendung. Dann ist das die Pyramide des Imhotep? Aber klar, spüren Sie nicht die abgestandene Luft, die diese Mauern einschließen? Schaudert Ihnen nicht bei der bedrückend kalten Umarmung aus dem Jenseits? Fühlen Sie sich nicht hundeelend, da Sie genau neben einer der größten Gefahren des alten Ägyptens stehen? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ein bisschen Durst habe ich schon, aber gar nichts, wovon Sie geredet haben. Sollte ich das denn? Selbstverständlich. Und in derselben Reihenfolge? Ja. Vielleicht werden wir Ihre Hilfe brauchen. Bis dann. Pyramide. Kein Zweifel, das ist die Pyramide der Mumie. Naja, vielleicht. Ich vermute es. Wäre doch möglich, oder? Und können wir da irgendwo rein? Der Stein ist irgendwie seltsam. Und jetzt? Ach so, weiter können wir eh nicht. Also muss da irgendwas sein. Vielleicht reden wir nochmal mit dem Lauer. Es hat schon begonnen. Die Welt, wie wir sie kennen, steht am Abgrund. Die Flammen werden die Zivilisation verschlingen. Die Städte werden durch die 7 Plagen heimgesucht. Und die 4 Reiter der Apokalypse werden die Seelen der Unvorsichtigen, die da unterwegs sind, verfolgen. Huch, was ist denn los? Ist George Bush Jr. nochmal zum Präsidenten gewählt worden? Aber nein, ich spreche gerade vom Zorn des Imhotep. Ah,
Verstehe. Wissen Sie, wie man dort hineinkommt? Nein. Ich untersuche die Pyramide und die Umgebung schon seit ein paar Stunden, habe aber bis jetzt keinen Öffnungsmechanismus entdeckt. Sind Sie denn nicht anerkannter Archäologe? Was hat das denn damit zu tun? Dies braucht Zeit. Wir dürfen nichts übereilen. Eine falsche Bewegung und der Fluch des Impoté kann noch schlimmer werden. Ja, verstehe. Aber haben Sie wirklich keinen blassen Schimmer, wie man reinkommt? Noch nicht. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ich weiß nicht, wie wir hineingelangen können. Können Sie mir nicht einen Tipp geben? Kommen Sie. Schon gut. Also, die Pyramiden hatten unterschiedliche Vorrichtungen und Schlösser. Pyramiden der Klasse M, wie diese, hatten aber etwas Komplizierteres. Arthur MacArthurs Studien zufolge gibt es eine Prophezeiung, die in Beziehung zum Eingang der Pyramide stehen könnte. Was für eine Prophezeiung? Man weiß es nicht genau. Es gibt viele Prophezeiungen über Impoté. Verraten Sie mir eine. Eine, die Ihnen am besten gefällt. Willst du Impoté und seiner Macht gegenübertreten? Geh zum Psychotherapeuten. Vielleicht kann er dich retten. Ja, ich glaube, der bringt uns so auch nicht gerade weiter. Bleiben Sie bitte in der Gegend, falls wir noch Fragen haben sollten. Was hat der Stein da auf sich? Überhaupt nichts. Es muss einen Weg geben, dort hinein zu gelangen. Auch ohne 2 Kilo Sprengstoff, meine ich. Ja, mit Sprengstoff warten wir dann gleich drin. Und der Stein da bringt nichts, oder? Gibt es einen zweiten Stein? Der Stein da steht vor. Alle anderen sind genau in die Wand eingepasst. Merkwürdig, oder? Können wir denn mit der Wünschelrute? Völlig sinnlos. Nicht. Endlich. Wir stehen vor der Pyramide der Mumie. Das wurde aber auch Zeit. Es muss einen... Ja, es muss einen Weg eingeben. Allerdings weiß ich noch nicht wie. Ich sehe aber nichts. Können wir denn mit der Schaufel das irgendwie machen? Nichts. Nichts. Heute dann mal den auf Zeiten. Das klappt nicht. Völlig sinnlos. Oder wenn wir eben die Karten zeigen? Da tut sich nichts. Ah, nicht. Er hätte gemeint, der Stein da, der schaut nämlich auch komisch aus. Aber scheinbar nicht. Ach, Stopp! Moment mal. Gehen Sie noch nicht rein. Natürlich nicht. Sie wollen doch mit reinkommen, oder? Wer? Ich? Natürlich. Ich meine, ich? Eigentlich nicht. Erinnern Sie sich an die Prophezeiung, 2 Männer garantierter Erfolg, 3 Männer sicherer Tod. Welche Prophezeiung? Ich würde sagen, die haben Sie sich gerade ausgedacht. Ich bin hier der Experte. Und die Prophezeiung ist echt. Es ist die Prophezeiung von Gloverises. So ist es. Von Gloverises. Eher von Kokolores, dem Nachfahren Münchhausens. Gut, in dem Fall werden Sie mit mir kommen, oder? Erinnern Sie sich? 2 Männer, garantierter Erfolg. Warten Sie. Das Zitat war unvollständig. 2 kahle Männer, garantierter Erfolg. Das war es. Ich bin vielleicht vergesslich. Was soll's, Fred? Dann müssen wir eben allein hineingehen. Lassen wir diese Indiana-Jones-Karikatur hier. Noch nicht reingehen. Ich werde eine Passage aus dem Buch der scharfsinnigen Nofretete vortragen.
damit sie vor den Gefahren der Pyramide geschützt werden. Hören Sie schon auf. Es reicht, Professor. Equiliqua. Wie war das? Intrutis Pyramidus Seculorum. Ja, so war es. Clactu ferrata nictu. Und, was war da noch? Ach ja. Anubis protectoris sui martis. So war es. Sui martis. Sui martis. Sicherheitshalber gleichfalls. Komm, Jeff. Aha, da ist ja das Ding. Jetzt kann ich mich endlich rächen. Rächen? War das nicht die Mumie? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Zugang zur Pyramide. So, und da werden wir uns jetzt erst einmal etwas umschauen. Da haben wir einen Durchgang, da haben wir einen Durchgang, da sind wir gekommen. Gehen wir mal nach rechts. Ach, da haben wir noch mehr Durchgänge. Ich hoffe, wir verlaufen uns nicht. Was heißt der Block? Ich glaube nicht, dass das dorthin gehört. Ach, was haben wir denn da? Guck, guck, nichts. Aha. Ja, das schaut schon danach aus, als ob wir das irgendwo einsetzen können. Da bin ich mir sicher. Gibt es noch mehr von den Dinger? Wo sind wir denn eigentlich gekommen? Von da, gut. Da ist auch so ein Ding. Haben wir schon mit 2. So, pass auf. Gehen wir noch mit da mit. Da haben wir jetzt nichts rumliegen. Ist da irgendwas? Ne, oder? Langer Raum. Da ist noch eins. Jetzt haben wir 3. Jetzt gehen wir mal links. Da ist noch eins. Jetzt haben wir 4. Aha, so, so. Dort hätte was Interessantes sein können, ist es aber nicht. 4 Stück haben wir. Und wie viel brauchen wir? Von da sind wir... Kennen wir mal nicht. Da waren wir drin, dann gehen wir mal da hinten. Hä? Da haben wir Steckdosen. Okay, da ist aber nichts in dem Raum. Waren wir da schon? Also ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Nische. Da kann ich noch so lange gucken. Da ist nichts. Das klappt nicht. Können wir denn die Dinge verwenden? Ha,
Das ist ja nur 2D. Erwischt. Wow. Ach so, das können wir... Da hin, du. Na da. Aber ich glaube, es fehlt uns noch was. Nichts Besonderes. Da ist noch eins. Oh wei, oh wei. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir rumlaufen. Jetzt haben wir 6. Kleinen 6. Jetzt müssten wir in die Nischen zurück. Ich hoffe, wir finden die nochmal. Sind wir da gekommen? Jetzt weiß ich. Da war's, gut. So, jetzt müssen wir gerade noch die Dinger richtig einsetzen. Und wir? So, vielleicht dann erst einmal... Schön. Machen wir das als erstes einmal. Dann nehmen wir vielleicht einmal... Was ist denn das? Eine Flasche? Das Grüne schaut aus wie eine Vase. Und das da schaut aus wie so... weniger Flaschen. Halt, jetzt haben wir es weggeworfen. So, dann nehmen wir vielleicht einmal das Herz da. Nichts interessant. Was ist zusammen? So, so. Und nun... Jetzt haben wir es. Da. Passen die alle zusammen oder haben die eine bestimmte Reihenfolge? Vielleicht passt es einfach so zusammen. Nick? Wenn ich ehrlich bin... Oder vielleicht so? Sieh mal, Jeff. Eine Geheimtür. Wie im Film. Genau das ist es, Fred. Genau das.